Ich möchte darüber reden, wie kann man durch ein Gebet ein Wunder erleben. Wenn Gott in deinem Leben ein Wunder bewirkt, ist es wie eine Schlagzeile. Wer von euch liest nur Schlagzeilen? Ich lese nur Schlagzeilen, dann habe ich alles gelesen. Eine Schlagzeile bedeutet auch, ich habe eine Lehrstelle gefunden, ohne mich zu bewerben. Oder ich habe eine Freundin bekommen und sie hat mich gefunden. Aber so eine Schlagzeile ist so spektakulär. Du sagst, Gott hat das Wunder in meinem Leben bewirkt. Aber in jeder Schlagzeile gibt es auch eine kleine Fußnote. Kennst du das? Die Fußnote ist nicht spektakulär. Bei Fußnote redet jeder. Wir sagen, Fußnote ist unser Gebet. Wenn ich mich auf die Fußnote, aufs Gebet konzentriere, schreibt Gott in unserem Leben eine Schlagzeile. Und die Schlagzeile ist immer spektakulär. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich mega bewegt. Vielleicht keine neue Geschichte. Eine Frau, die Schlagzeilen geschrieben hat. Eine Familie in Amerika kommt das Kind über. Alles läuft normal. Als sie 7 wird, kommt sie eine Kinderlähmung über. Und der Arzt sagt, dieses Kind wird nie laufen können. Sie heisst Wilma. Und als sie 11 wird, kommt sie so eine Krücke über. Und der Arzt hat gesagt, das ist bereits ein Wunder. Als die Wilma 12 Jahre alt wird, kann sie ohne Krücke rumlaufen und kann zum ersten Mal mit den Brüdern Basketball spielen. Und die Brüder merken, oh mein Gott, die Wilma ist unglaublich schnell auf den Beinen unterwegs. 4 Jahre später, liebe Frauen und Männer, läuft Wilma für Amerika in Australien, in Melbourne, an den Olympischen Spielen für Amerika und gewinnt an den Olympischen Spielen eine Bronzemedaille. 4 Jahre später läuft Wilma in Rom 1960 und gewinnt 3 goldene Medaillen für Amerika. So, ich habe euch ein Video mitgebracht und ich hoffe, du siehst in den Pixel rein, aber bessere Qualität hat das iPhone dazu mal nicht gehabt. Was für eine Schlagzeile! Woo! I tell you! So, was für eine Schlagzeile. Sie ist genannt worden, die schwarze Gazelle. So hat man sie genannt. Und das ist eine krasse Schlagzeile. In der Sportwelt ist sie eine Hero-Geschichte und sagt, oh mein Gott. Und wenn du wie Wikipedia durch ihre Geschichte anschaust, gibt es eine Sache, die nicht erwähnt wird. Und zwar, es gibt eine Fußnote im Leben von der Wilma. Und die Fußnote, unspektakulär, ist ihre Mutter gewesen. Ihre Mutter hat jeden Tag auf den Knie gebetet und gesagt, Gott, ich akzeptiere die Kinderlähmung nicht. Wenn du ein Gott bist für das Zeichen und Wunder, dann wirst du das Bein von meiner Tochter so berühren, dass meine Tochter nicht nur laufen wird, sondern ich wird springen, schneller als der Wind jemals blasen kann. Hinter jeder Schlagzeile ist eine Fußnote, die unspektakulär ist und dort drinnen bewegst du den Arm von Gott in deinem Leben. Wenn ich heute über Wunder rede, gibt es 2 Reaktionen. Die einen sagen, ja, ist gut, Leo. Ich habe gebetet für meine Mami. Wir haben gefastet. Sie ist gestorben. Wunder funktioniert für die einen. Und die einen sagen, nein. Jesus macht mega krasse Wunder. Du hast immer dem Thema Spannung im Saal rein. Heilt Gott, heilt er nicht. Einmal macht das nicht. Und das Spannungsfeld, liebe Frauen und Männer, sieht man in der Geschichte vom Lazarus. Und ich möchte hier mitnehmen, wie Martha mit dem Umgang ist der Spannung zwischen Tod, Leben. Jesus kommt einmal mehr zu spät. Johannes 11, Vers 3 bis 6, ich möchte das euch vorlesen. Da sandten die Schwester zu Jesus und ließ ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus nun hörte, dass Lazarus, sein bester Buddy, sein bester Freund, krank war, blieben noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus, das ist nicht gentleman-like. Das finde ich jetzt crazy. Jesus sagt, ja, ich weiß, aber ist ja nur mein Freund. Und der Lazarus stirbt, kommt Jesus 4 Tage spät und er ist schon am Grab rein, schon tot, eingewickelt und es hat schon ein bisschen geschmeckt. Warum kommt Jesus 4 Tage spät bei seinem allerbesten Freund? Und jede Geschichte, liebe Frauen und Männer, macht Jesus einen Punkt, um uns zu erklären, wie gehst du um, wenn du eine Niederlage, eine Krankheit, eine Situation erlebst, wo du das Gefühl hast, Jesus kommt spät. Und Martha reagiert auf 2 interessante Arten. Erstens, es gibt den vorbeugenden Glauben. Der vorbeugende Glaube heißt in Johannes 11, Vers 21a. Da sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst,
wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Martha sagt, Jesus, es ist eigentlich dein Fehler. Und du weißt, wir beten in unserem Leben immer auch für den vorbeugenden Segen. Du betest immer, Jesus, segne du mich heute an der Arbeit. Jesus, segne du mich heute an der Freundschaft. Segne du mich, was auch immer ich mache. Wir alle beten das Gebet und das Gebet, liebe Frau Mann, ist auch wichtig und richtig. Aber was ist, wenn du das Gebet betest und es funktioniert nicht? Ich bin letzte Woche zum ersten Mal in einem Lift stecken geblieben. Bist schon im Lift stecken geblieben? Ist völlig scheiße. In Spanien. Und ich habe gefragt, do you speak English? Nicht. Do you speak German? Nicht. Liebe Frau, Mann, das ist so weird. Am Montag bin ich in Holland, ich habe jeden Flüger verpasst, habe ein Auto buchen am Abend am 6 Uhr, bin heimgefahren von Amsterdam. Eins Schlamassel mit dem anderen. Letzte Woche bin ich TÜV fahren gegangen, ich habe eine Harley. Immer wenn ich so 1000 Sachen planen muss, dann nehme ich meine Harley, weil niemand tritt mir rein aus dem Motor von der Harley und bete mit Jesus 10 Stunden vom TÜV. Das ist mein Vision-Moment. Im Splügenpass gibt es einen engen Pass, eine ganz enge Straße. Und von mir fährt das Auto, ich fahre hinten dran und dann kommt so eine Kurve und es kommt ein Graubündner Bauer. Weißt du, wie Graubündner fahren? Eben genau. Wie ein pickter Bauer um die Ecke herum und das Auto voll auf Klötz und ich voll auf Klötz und warte einen halben Meter in dem Auto. Und das Auto sieht mich in dem toten Winkel, fährt rückwärts, Vollgas. Und du hast 1 Sekunde Zeit zwischen Leben und Tod. Harley auf den Boden werfen und leben oder Harley und du bist tot. Und liebe Frauen und Männer, in dem Moment kommt ein Mann in den Sinn in unserer Church, der genauso gestorben ist. Hinter einem Lastwagen. Er fährt zurück auf den Wespen, nickelnagelneu, lässt sie nicht los. Er wird überfahren, ist tot. Und in dem Moment habe ich an ihn gedacht. Ich dachte, Leo, lass die Drecks-Harley los. Und ich werfe sie auf den Boden und springe auf den Graben und das Auto voll drüber. Und ich habe gedacht, weißt du, wer das Auto gefahren ist? Ein Deutscher. Nein, ich spiele keine Rolle wer. Aber darf ich etwas fragen? Wenn das passiert in deinem Leben, du kennst das. Wenn etwas passiert in deinem Leben, überlegst du dir, wo ist Gott gewesen? Wieso hat Gott das zulassen? Und dann bist du völlig im Haus, habe ich gesündigt, habe etwas falsch gemacht, habe Unglauben gehabt, hätte ich nicht dürfen fahren, hätte ich ihn überholen müssen? Ja, immer überholen. Und genau das Gleiche, liebe Frau und Mann, erlebte Hiob. Das heißt in Hiob 1, Vers 21 bis 22. Der Hiob sagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, immerhin, das ist korrekt. Nackt werde ich auch sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben. Der Herr hat mir wieder alles weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott, sondern sagte nichts Ungehöriges. Und in dem Moment, wenn du betest, Gott segne mich und es passiert nicht, sagst du oft, okay, dann ist das so. Dann muss ich das annehmen, dass Gottes Plan und jedes Detail in meinem Leben Gott schon geplant hat. Ich glaube nicht, dass Gott jedes Detail in dem Leben vorbereitet hat. Gott kennt dein Ziel. Ob du links oder rechts, Gott sagt, Gott spielt mir keine Rolle. Gott ist wie eine amerikanische Autobahn mit 15 Lanes. Du kannst auswählen, wo du fahren, aber Gott hat nicht jedes Detail in deinem Leben vorbereitet. Gott kennt das Ziel. Und oft sagen wir, okay, dann ist es so. Was dann passiert, ist ein passiver Glaube. Martha sagt, okay, Gott, dann ist das so, dann muss ich das annehmen, dass mein Bruder wird immer tot sein. Martha geht vom vorbeugenden Glauben in ein nächstes Level, und zwar in der Auferstehungsglaube. In Vers 21b sagt Martha plötzlich, aber auch ich weiß, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Martha sagt, Jesus, du hast es nicht verhindert, aber du sprichst ein Wort und das Wunder passiert auch 4 Tage später. Das bedeutet, was auch immer in deinem Leben passiert ist, Gott kann Sachen rückwirkend nochmal zu neuem Leben erwecken. So ein Gott, sagt Martha, das kannst du machen. Und ich möchte das Bild zu dem nehmen, um das einfach zu verstehen. Jeder von uns hat so Probleme im Leben, ich nenne es wie so einen Zuckersack. Zucker ist eigentlich ungesund, oder? Eigentlich. So. Das ist dein Problem. Du bist ein Schweizer, ist das Problem. Das kann deine Krankheit sein, deine Freundschaften gehen immer zu Bruch, der Lehre läuft nicht, was auch immer das in deinem Leben ist, das ist dein Problem, der Zucker. Are you ready? Das Wasser steht für die Bibel, für das Wort von Gott. Gott macht Zusagen.
In seinen Wunden heilt Gott uns. Die Bibel sagt, gemäß dem Glauben passiert Wunder. Das ist Glaube und das sind meine Probleme. Ich lasse nicht das Problem auf dem Tisch und sage, ja, das ist jetzt eben so, das habe ich schon immer gehabt, meine Großmutter hat das auch gehabt, hat das auch. Das sind alle in meiner Familie und alle sagen, oh krass, Scheibenkleister, Zuckermann. Das bringt nichts, sondern du nimmst das Problem und schüttest das aufs Wort von Gott. Und während du dieses Problem mit dem Wort von Gott verbinden, passiert eine hochinteressante Reaktion. Es kommt eine Farbe über und du fährst an zu rühren, an zu proklamieren. Jesus, du bist der Gleiche. Gestern bis in alle Ewigkeit. Du kannst Sachen rückgängig machen. Du sprichst nur ein Wort und mein Jesus, meine Seele, mein Leben wird gesund und du rührst und du rührst und du rührst. Siehst du das? Und je mehr das du rührst, je mehr das du Gas gibst, entsteht irgendwann mit dem Rühren, Proklamieren, nicht aufgehen in deinem Leben es Transformation Miracle und plötzlich merkst du, es ist schneeweiß und wieder durchsichtig. Und die Frage ist, wo ist das Problem? Es hat sich im Wort von Gott aufgelöst. Und so entsteht das Wunder. Wenn du die Bibel, das Wort von Gott in deine Gedanken hineinlehrst. Weil uns Gedanken sagen, ja, Gott heilt alle, mich hat er vergessen. Oh, ich habe gesündigt. Oh, mich liebt er nicht. Bei allen anderen. Und in unseren Gedanken gibt es so viel Lüge. Und du musst das Wort von Gott in deine Gedanken hineinlernen und so lange deine Gedanken rühren, bis deine Gedanken mit den Gedanken von Gott werden und das Wort Gottes kommt in dich hinein und du wirst zum Wort Gottes und dein Reden, dein Handeln ist total anders. That's the point. Schau, Jesus rührt krass, ich möchte das euch lesen, Johannes 11, Vers 43 bis 44. Jesus rief mit lauter Stimme, der Lazarus 4 Tage tot. Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus hat aus dem Unmöglichen etwas Mögliches gemacht. Und Wunder passieren dort, wo meine Ohnmacht mit der Allmacht Gottes sich trifft. Martha war passiv am Anfang und dann ist sie aktiv geworden. Ich möchte heute Abend eine Box aufmachen, die theologisch ein bisschen für die einen schwierig ist. Hast du gewusst, dass Gott und du durch eine Freundschaft? Hast du gewusst, dass du kannst sogar den Plan Gottes ändern? Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, mein Plan ist hineingeritzt wie ein Tattoo, kannst du nicht mehr wegnehmen. So, ich möchte sagen, wo der Moses, der Leiter, das Volk von Gott rausführt, hat Gott den Moment, wo Gott sagt zu Moses, ich werde mein Volk vernichten. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheibe. Halsstarrig, sture Hurenböcke, kleines Volk, I'm done. Gott hat sein Volk auslöschen. Und er sagt zu Moses, Moses, be prepared. Ab morgen bist du noch allein. You're the only ranger. Dann sagt der Moses, Gott, wenn du das machst, ich, wo dein Freund bin, hast ein brutales Problem. Das akzeptiere ich nicht. Dann bringe ich zuerst um und viel Spaß in deiner Leadership. Und wegen Moses hat Gott das nicht gemacht. Hast du es gewusst? Sodom und Gomorra. Gott sagt, ich bringe alle um. Sagt Abraham, kannst du gerade vergessen. Wenn du ein gnädiger Gott bist und du hast die Leute gemacht und ich finde 50 Gerechte, dann kannst du es nicht machen. Gott sagt, ist gut, bring mir 50. Er bringt keine 50, 45. Gott 30 aber, 20 aber auf 10. Und dann sagt Abraham, wenn ich 10 Leute finde in Sodom und Gomorra, dann wirst du es nicht machen. Gott sagt, Abraham, wenn du 10 Leute findest, gehe ich deiner Meinung nach. Und Gott wäre auf die Antwort von Abraham eingegangen. Zu oft im Leben sagst du, es ist jetzt eben so. Das muss ich jetzt eben annehmen. Wo ist dein Kämpfen? Wo ist dein Ringen? Der Jonas sagt zu Gott, oh Gott, ich kenne dich. Oh Gott, ich kenne dich zu gut. Du drohst etwas, fährst voll rein, voll Gas, aber am Schluss kannst du es doch nicht durchziehen. Du liebst Menschen viel zu viel, ich kenne dich. Hat ihn voll getriggert. Liebe Frauen und Männer, wo das Volk hat unbedingt einen König wollen. Gott hat gesagt, ich bin ein unsichtbarer König, nicht wie andere Völker. Wo das Volk so lange blöd tut, hat gesagt, oh, dann dein Dreckskönig. Und Gott hat einen König gegeben im Volk von Gott.
Nur aufgrund vom Fighten vom Volk von Gott. Der Jakob sagt zu Gott, Gott, ich lasse dich nicht los, du kannst nicht gewinnen. Ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich. Und Gott hat ihn gesegnet wegen der Sturheit vom Jakob. Darf ich dir etwas sagen? Die Kirche ist voll von passiven Gebet, dann ist es halt so. Die Leute wollen nicht mehr an Jesus glauben. Alles ist Gender. Alles hat einen Stern. Alles ist ein Regenbogen. Die Leute wollen nur eine Deconstruction bei der Bibel. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Wenn du das glaubst, liebe Frauen und Männer, es geschehe gemäß deinem Glauben. Wir müssen einfach kämpfen, fighten mit Gott, weil Gott liebt das Gegenüber, sagt, du, Gott, kannst einmal noch mal mehr den Arm bewegen. Kann ich einen Samen hören? We have to be active. Active. Ich möchte euch eine Geschichte lesen vom König. Der König Hiskia, kommt ein Prophet und du siehst das ganz, ganz krass. 2. König 20, 1b bis 2. Sagt der Prophet zum König, regel noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte sich zur Wand und betete. Wie betisch? Okay. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Zum Glück hat er Tafel gezahlt. Vers 3. Ach Herr, denke doch daran. Das sagt der Mann, Gott, ich möchte dich daran erinnern. So sagt Gott immer, erinnere euch. Und er sagt, Gott, ich möchte dich bitten, denk darüber nach, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und ich habe mit ganzer Hingabe getan, was dir gefällt. Gott, so oft hast du Not gehabt und ich bin eingesprungen als dein König. Gott, hast das vergessen. Jetzt ist der Moment, wo du etwas machst für mich, weil ich habe für dich mega viel gemacht. Willst du jemals so beten? Er hat das gemacht. Und er fing an lang zu weinen. Weinen funktioniert immer. Vers 5 bis 6. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder an den Tempel des Herrn gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Ein Mann, der gesagt hat, Gott, wenn du gestern da gewesen wärst, in Brüder wären nicht gestorben. Der aktive Glaube sagt Gott, das kannst du nicht machen. Das kommt nicht in Frage. Ich möchte, dass du deinen Arm nochmal bewegst. Das ist ein aktives Gebet, ein Gegenüber, eine Partnerschaft mit dem wunderbaren Gott im Himmel. Und du kannst in deinem Leben Sachen changen mit der Kraft von dem Gott im Himmel. Ich möchte enden, wie kann man in dem Gebet ganz praktisch Wunder leben. Also, du lernst die Challenge ins Wort von Gott hinein, du fährst an zu proklamieren und es tut sich an zu verändern. Das kannst du machen in 2 ganz einfachen Punkten. Erstens, bet erwartungsvoll zu deinem Gott im Himmel in Art von einer Wunschliste. Ich habe hier eine Wunschliste mitgebracht. Vielleicht können wir gerade den Titel einblenden. Bet erwartungsvoll. Und da heißt es nämlich in Matthäus 6, 7 bis 8, plappert nicht vor euch her, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie ihre Worte nur oft wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr euch darum bittet. Ist es nicht cool, wenn ein Gott im Himmel, wo unsere Wünsche und unsere Sehnsucht voll auf das eingeht? Ich habe 2 Söhne, und meine Frau auch, gehört uns beide. Wenn der Stefan und Simon hypothetisch zu mir sagen, Papi, ich habe ein paar Wünsche, dann schreibe ich das auf in meine To-Do-Wunschliste. Und ich nehme es mega ernst, weil ich denke, gewisse Sachen kann ich sofort lösen. Gewisse Sachen will ich nicht lösen, weil sie etwas lernen müssen. Und gewisse Sachen werde ich lösen später. Aber in einer Freundschaft von Vater zu Sohn und Tochter bist du geehrt, wenn deine Kinder dich um Rat, um Hilfe brauchen. Das ist die grösste Ehre für einen Vater. Und Gott sagt genau das Gleiche. Und ich möchte dich bitten, mach eine Wunschliste im Leben, wo du aufschreibst, was du brauchst. Zum Beispiel sagst, ich möchte gerne gesund sein, ich möchte gerne einen Partner, einen Job, ein Haus, Kinder, Auto, eine Familie, was auch immer. Und die Wunschliste hat nichts zu tun mit, ist alles korrekt, ist der Wille von Gott. Das heisst, deine Seele und deine Wünsche und dein Ego schreibst alles auf. Ich habe auf meiner Wunschliste, darf ich nachher ein paar Sachen erzählen, die ich gemacht habe. Ich wünsche mir einen eigenen Fußballclub. Ich wünsche mir ein eigenes Stadion zu bauen und eine Champions League zu gewinnen. Das habe ich auf meine Wunschliste geschrieben. Gut, jetzt bin ich Pastor geworden. Fast das Gleiche. Nein, ich habe das aufgeschrieben, weil Wunschliste bedeutet, es darf sogar dekadent sein. Schreib auf, was dir Wunsch ist.
Ich habe mir aufgeschrieben, jeder Mann will einen Block bauen. Ich möchte einen Block bauen. Ein Mann, der einen Block baut, ist ein Mann. Ein Block ist einfach geil. Es gehört dir und es ist einfach ein Block. Habe ich aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, ich möchte gerne, dass die Malediven mir gehören. Ja, ich möchte dich challengen. Schreib all deine Wünsche auf und mach keine Grenzen. Sag, oh, das darf nicht. Sondern schreib alles auf die Wunschliste, was du dir auch immer in deinem Leben wünschst. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Unser Gebet, bis ehrlich, ist fast immer unsere Wunschliste. Oh Gott, Montagmorgen, ich wünsche mir gerne eine Freundin. Gott sagt, ja, ich habe es gehört. Es gibt 4 Milliarden Frauen. Wo ist das Problem? Am Dienstag, ich hätte gerne eine Freundin. Gott sagt, hast du gestern schon gesagt? Am Mittwoch, oh Gott, ich hätte so gerne eine Freundin. Sagt Gott, bin nicht blöd. Bin auch nicht taub. Hast du mir schon am Montag gesagt? Und das meint die Bibelvers. Bring deine Wünsche einmal zu dem Gott im Himmel, platziere das im vollen Bewusstsein. Das Problem ist bei der Wunschliste das Datum. Weißt du nicht, wann wird es Gott einfüllen? Datum. Und das ist der Challenge, aber du musst Gott das nicht jeden Tag immer wieder wiederholen. Sonst wird es langweilig. Der Bruder Andrew hat gesagt von so einer Missionsgesellschaft, und ich finde das mega treffend. Er hat gesagt, unsere Gebete haben sich in langatmigen Wiederholungen von Wunschlisten verwandelt, statt aufregende Gespräche mit strategischen Besprechungen mit dem Herrn des Universums zu führen. Also wir bringen das andauernd immer wieder unsere Wunschliste. Aber strategisch beten, liebe Frau und Mann, ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich glaube, die meisten Gebetsleben sind langweilig geworden, weil du plappst immer wieder das Gleiche. Und wenn es nicht passiert, sagst du, ja, für was bete ich noch? Gott gehört es eh nicht. Darf ich dir heute Abend erklären, in einem einfachen Bild, wie du nach 30 Jahren, nach 50 Jahren Christin on fire bleibst, erweckt bleibst, knusprig bleibst, ist ganz einfach. Du musst von der Wunschliste ändern in eine Liste, die heisst Gottes Strategie. Und Gottes Strategie ist nicht ans Bett kühn und erlebt Wunder. Und Gottes Strategie ist Matthäus 6, Vers 9. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das bedeutet, jeden Morgen sagt Jesus, da bin ich. Ich, der Leo. Wohne in Wallisellen. Klein geboren, klein, aber fein. Jesus, was ist auf deinem Herzen? Ich bin dein Salz, ich bin dein Licht, ich bin deine Hände, ich bin deine Augen, deine Ohren, dein Mund, deine Füße. Jesus, was hast du heute für dich, für mich parat? Liebe Frau und Mann, du kannst nicht von den Wundern von gestern leben. Du kannst nicht vom Mannenbrot von gestern leben. Du brauchst jeden Tag eine neue Salbung vom Heiligen Geist. Every day new. Du kannst nicht von den Wundern von gestern leben. Die Wunder von gestern tut den Glauben aufbauen. Was Gott einmal gemacht hat, macht Gott wieder. Wenn deine Gebete, und du betest, dir nicht Angst einjagen, jagen sie im Teufel schon lange keine Angst ein. Und die meisten Gebete sind so lame, haben so keinen Pfupf, wie der Teufel sagt, du kannst noch lange beten. Gebet, liebe Frau und Mann, ist nicht die letzte Ressource. Es ist immer die erste Response in unserem Leben. Wenn du schaffst, schaffst du. Wenn ich bete, von Gott anfangen wirken. Und ich möchte dich einladen, umzustellen, sagen, Gott, ich will deine Strategie von heute hören, weil ich bin dein Salz und dein Licht und du wirst Sachen hören, die nicht auf der Wunschliste sind. Und du bist überrascht, wie Gott dein Leben bewirkt. Es gibt eine Challenge in unserer Generation, du mich jetzt integrieren. Das Smartphone, mehr Leute sind auf dem TikTok, Instagram, als mit Jesus. Und dann hast du 3 Minuten Zeit und sagst, Jesus, red zu mir, oh, ich habe dich nicht gehört. Ich habe einen Spam von 3 Minuten. Du bist kein Goldfisch. Du bist ein Mensch. Und wir müssen lernen, liebe Frauen und Männer, die Stimme von Gott zu hören. Gott redet immer. Gott ist ein Plaudersack. Aber ich höre ihn nicht. Weil ich bin so zugespammt von 1000 Sachen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ein Mann, ein Bauer, hat einen Bauernhof und einen Heustall. Mega viel Heu. Und er verliert seine tickende Uhr im Heu. Und er findet sie nicht mehr. Und dann sagt so ein paar Kinder, hey, kommen da, ich habe meine Uhr verloren. Wer es findet, kommt ein Finderlohn über. Und die haben es gesucht wie eine Nadel im Heuhaufen und niemand hat es gefunden. Nach einer Stunde kommt das Mädchen zurück und sagt, ich habe eine Idee. Jetzt weiss ich, wie ich die Uhr finde. Das Mädchen geht rein, sitzt auf den Stuhl
und schließt ihre Augen. Nach 15 Minuten steht sie auf, läuft zum Heu, mitten hinein, bückt sich und findet die Uhr. Und der Bauer sagt, wie hast du das gemacht? Das sagt sie ganz einfach. Ich habe meine Augen zugemacht, bis ich das Ticken von der Uhr gehört habe. Und dann habe ich sie gefunden. Manchmal sind wir so beschäftigt, was ist der Wille von Gott? Und wir hören um 1000 Sachen. Statt anzusitzen und zu sagen, Jesus, wo ist das Ticken von deiner Stimme in meinem Leben? Ich möchte 2 Sachen ganz kurz praktisch erklären, was Gottes Strategie bedeutet. Gottes Strategie musst du jeden Morgen neu empfangen. Ich habe vor ein paar Tagen das Wort gehört, Ehe 2023. Wow, ich dachte, wow, krass. Zu Gott gesagt, ich verstehe es nicht. Ich und meine Frau haben es mega gut, also ich bin gut. Nein, wir haben es mega gut in der Ehe. Don't worry. Ich sage, was meinst du mit Ehe 23? Das ist nicht auf meiner Wunschliste. Und am nächsten kommt das Wort von Gott, das ich nicht auf dem Radar habe. Oder das Wort digital. Leo gibt mir fürs Digital im ICF. Ich habe eine Begabung, wenn ich einen Computer anlange, der funktioniert nicht. Ich kann ein neues Smartphone kaufen, alles installieren und es funktioniert genau bei mir nicht. Das ist eine Begabung. Meine Frau hat gesagt, es ist nicht der Computer. Ich glaube, es bist du. Und vor ein paar Tagen höre ich das Wort digital. Und Gott sagt mir, Leo, du musst für das Digitale anstehen in dieser Church. Und ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn ich mit dem Computer lange geht er kaputt. Der Punkt ist, dass du hörst außer Sachen in deinem Leben. Und plötzlich wird das zu einem anderen Gebet. Du fährst an anders denken, an anders beten. Und es kommt Schwung in dein Leben rein, was auf der Wunschliste nicht ist. Und jeder von uns gehört zu Sachen, jeden Morgen. Und die Bibel sagt, wenn nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet, muss ich hören, dem werden alle Sachen zufallen, wo Gott dir möchte zufallen. Und so funktioniert das. Du bringst die Wunschliste, vertraust Gott, du kümmerst dich um sein Reich und seinen Impuls und plötzlich wirst du gewaltige Wunder in deinem Leben können erleben. Und dann wird das Glaubensleben so spannend und das Gebet so prickelnd und so begeistert und so on fire, weil Gott Sachen in deinem Leben macht, die du nicht auf dem Radar hast. Come on. So Joel, over to you. So weise, so praktisch. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Wunder sind viele von uns oder immer wieder, ich bin auch schon in meinem Leben wirklich blockiert gewesen in dem. Wie soll ich beten, wie soll ich mit dem umgehen? Und ich würde gerne mit euch die 3 Schritte, das Wasser, die Wunschliste, Strategie, mit uns heute zusammen gehen, weil es ist so weise und so freisetzend. Und komm, ich lade dich ein. Komm, wir stehen zuerst mal auf. Wir stehen auf, auch als Zeichen von Gott. Das Wasser, die Verheißungen von Gott, dass er wirkt, dass er gut ist, dass er es gut meint. Und der Zucker für all das Ungesunde, was in unserem Leben ist. Und ich würde gerne das einfach mit dir zusammen machen. Und vielleicht leist dein eigene Ungesunde auch in das Gebet hinein, wo du jetzt betest. Und wenn es um ungesunde Sachen geht, glaube ich, geht es heute Abend nicht nur darum, dass du für deine Gelenkschmerzen und so diese Sachen betest, sondern das Ungesunde kann auch sein, Gott, ich habe es immer noch nicht verkraftet oder verarbeitet, dass ich gebetet habe für meine Großmami und es ist einfach nicht passiert. Gott, ich habe so viel gebetet und ich verstehe es einfach nicht. Oder ich habe Zweifel. Oder es ist mir unangenehm zu beten. Einfach all der Zucker, wo man sagt, Gott, all das Ungesund und auch in dem Thema, wenn es um Wunder geht, wo ich nicht freigesetzt bin, heute setze ich es aus, deinem Reden. Du darfst in diese Situationen hineinreden und all mein Ungesunde verändern. Gott, zuerst einmal gebe ich dir mein verwirrtes Herz zum Thema Wunder. Dann gebe ich dir meinen begrenzten Verstand, wo nicht rauskommt, warum du amigs hörst, amigs nicht.
Dann gebe ich meine Kontrolle, Jesus, dir, wo ich merke, ich muss sie heute loslassen. Dann gebe ich dir all die unbeantworteten Fragen. Dann gebe ich dir all meine Erfahrungen, Gott, die mir wehtun. Dann gebe ich dir all meine Hoffnung auf Gesundheit, dass du eben gleich eingreifst. Ich gebe dir all, Jesus, meine körperlichen Leiden, meine Krankheiten, meine Gebrechen, meine Schmerzen. Ich gebe dir all meine seelischen Verletzungen, Wunden, Missbrauch. Und ich gebe dir alle geistlichen Sachen auch an. Und Jesus, heute gebe ich dir die Erlaubnis, mit deinem Wort, mit deinem Reden, mit deinen Verheißungen in all diesen Bereichen zu wirken und all meine Verwirrung, du darfst wirken, Jesus, und Klarheit hineinbringen. Red noch dein eigenes Gebet jetzt. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Jetzt gehen wir zu unserer Wunschliste. Und vielleicht ist es für dich dran, du weißt ganz genau, was dein grosser Wunsch ist, Nummer 1. Und jetzt sagst du mal Gott, was dein grosser Wunschliste ist und sagst, Jesus, ich gebe dir diesen Wunsch an. Es noch nie mich getraut zu sagen, aber ich will eigentlich das. Für dich ist es vielleicht auch daran, eine Notiz aufzumachen, wo du sagst, meine Wunschliste, und fängst das an. Oder du weißt schon jetzt, überlegst dir, wann ist der Zeitpunkt, wo du deine Wunschliste Jesus übergeben willst. Dass du dir diese Woche mal Zeit nimmst. Und Jesus, heute sind wir da. Du hast uns so klar gesagt, wie gut es unser Vater meint. Und darum, Vater im Himmel, unsere Wunschliste, du kennst unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse. Und wir legen sie dir heute an. Und wir sind bereit, den Schritt zu machen, dass du reden und uns mit reinnehmen in deine göttliche Strategie. Und jetzt los mal an, wo Gott dir eine Strategie geben will. Für deinen Alltag, für dein Leben, für deine Familie. Der eine hat Gott vielleicht gesagt, ich sage jetzt einfach ein paar Sachen, die ich spüre, damit sich das bestätigt, wenn du schon gehört hast, dass Gott mega wertvoll ist und du dich wirken will, wenn du Leute einlädst, auch wenn es nur auf einen Kaffee ist oder etwas. Leute sind da, dann ist in den Sinn gekommen, ich habe in meinem Umfeld Menschen, die nicht so gut angeschlossen sind in dieser Gruppe oder vielleicht beim Geschäft oder in der Klasse oder im Arbeiten. Und ich kann diesen Leuten helfen, Teil der Gruppe zu werden. Es gibt Leute da drinnen, die ganz klar gehört haben, ich bin berufen, um an meinem Arbeitsplatz ein Licht zu sein und immer wieder in Gesprächen von Jesus zu erzählen. Es gibt Leute da, wo ein Herz schlägt jetzt für schwächere Menschen. Leute, die einfach Hilfe brauchen. Und du fühlst dich berufen, dir ist es vorhin in den Sinn gekommen, ich will denen helfen, will die unterstützen. Und Gott sagt, ja, das ist meine Strategie, ich bin mit dir.
Schreib dir auf, was du, oder merkst das, damit du unbedingt noch aufschreiben kannst nachher. Was sind die göttlichen Strategien? Und mach dir morgen wieder einen Termin, wo du das nochmal führen nimmst oder nochmal hörst, was ist Gottes Strategie. Und jetzt machen wir etwas ganz Spezielles. Auch oben in der Luft und auch da. Es gibt Leute, die heute da sind und merken, ich würde auch gerne, dass wir heute für eine Heilung beten. So wie wir es gehört haben am Anfang vorher von der Lara. Und du willst, dass wir für Heilung beten. Wir haben unser Gebetsteam, macht sich da ready auf dieser Seite. Und dann, ich habe das Gefühl, wir sollten heute so beten, dass du nicht nur dort hingehst, sondern dann nimm noch 2, 3 Buddies mit. Und dann gehen wir dort rüber und sie haben Salböl dort und dann beten wir zusammen dort als Gruppe dort hin für eine körperliche Heilung. Wir haben einen Gott, der Wunder will tun und das werden wir jetzt zusammen erleben. Ist das gut? Also wenn du etwas brauchst, dann geh dort rüber und lass für dich für Heilung beten. Und für uns alle, lass uns weiter jetzt in dem bleiben, wo Gott darf wirklich seine Verheißungen, seine Worte, wenn es darum geht, dass er Wunder tut in deinem Leben und durch dein Leben, dann lass das wirklich rein massieren. Auch mit diesen Worship-Songs jetzt, die wir singen. Das sind gesprochene Gebete, die in unserem Herzen etwas machen sollen. Wir glauben, du bist der Gott, der Wunder tun kann in meinem Leben. Und ich glaube es und ich habe heute daran fest. Ich glaube immer noch, du bist der Gott, der Wunder tut in meinem Leben. Deine Kraft ist gross und dein Name ist gross. Du bist der Gott, der Wunder tut in meinem Leben. Komm, sing's mit.